Luxemburg zahlt künftig für arbeitslose Grenzgänger. Weniger deutsche Kunden in Wasser billig. Fast jeder Zweite pendelt. Die Arbeitswelt in Zahlen. Sicher baden in Luxemburg. Moin, hallo und herzlich willkommen zum Pendlerclub, dem Podcast für alle Luxemburg-Pendler. Mein Name ist Jill Reale und heute ist Dienstag, der 5. Mai 2026. Nach jahrelangem Streit haben sich das EU-Parlament und die Mitgliedstaaten auf eine Reform der europäischen Sozialregeln geeinigt, mit weitreichenden Folgen, vor allem für Luxemburg. Konkret geht es darum, wer künftig zuständig ist, wenn Grenzgänger ihren Job verlieren. Bislang war das meist das Wohnland, also zum Beispiel Deutschland, Frankreich oder Belgien. Das soll sich nun ändern. Nach der neuen EU-Regelung soll künftig das Arbeitsland für Betreuung und Auszahlung des Arbeitslosengeldes zuständig sein. Auch dann, wenn die betroffene Person im Ausland wohnt. Für Luxemburg ist das ein Einschnitt. Kein anderes EU-Land beschäftigt anteilig so viele Grenzpendler. Aktuell kommen mehr als 200.000 Menschen täglich zur Arbeit nach Luxemburg. Entsprechend hoch sind die finanziellen Folgen. Schon vor einigen Jahren war von Mehrkosten von rund 60 Millionen Euro jährlich die Rede. Arbeitsminister Marc Spautz macht klar, heute dürften es deutlich mehr sein, mit spürbaren Auswirkungen auf den Staatshaushalt. Auch organisatorisch bedeutet die Reform eine Herkulesaufgabe. Künftig soll die luxemburgische Arbeitsagentur ADEM auch arbeitslose Grenzgänger betreuen, sie beraten, vermitteln und kontrollieren. Dafür müsse sich die Behörde grundlegend neu aufstellen. Die Reform kommt allerdings nicht über Nacht. Luxemburg hat eine Übergangsfrist von bis zu 7 Jahren ausgehandelt. Schon nach 2 Jahren muss sich das Land allerdings zunehmend an Zahlungen beteiligen. Bis jetzt ist die Reform noch nicht endgültig beschlossen. Es braucht noch eine formelle Abstimmung im EU-Parlament und unter den Mitgliedstaaten. Wer dieser Tage, warum auch immer, durch Wasser billig fährt oder spaziert, merkt es sofort. Deutlich weniger Verkehr im Ortszentrum. Grund dafür ist die Vollsperrung der Ortsdurchfahrt im deutschen Nachbarort Igel. Autofahrer aus Richtung Trier müssen seit Anfang April Umwege fahren oder auf die Autobahn ausweichen. Die Folgen spürt vor allem der Einzelhandel in Wasser billig. Viele Geschäfte und Gastronomiebetriebe berichten von spürbaren Umsatzeinbußen, weil deutlich weniger deutsche Kunden kommen. Besonders betroffen sind Läden mit Laufkundschaft, etwa Restaurants, Tabakgeschäfte oder auch Friseure. Einige Betreiber sprechen von bis zu 20% weniger Umsatz. Etwas besser kommen Betriebe zurecht, die vor allem luxemburgische Stammkunden haben. Und am Moselufer profitieren manche Lokale davon, dass mehr Gäste mit dem Fahrrad oder der Fähre kommen. Zum 1. Mai hat das Statistikamt Statek neue Zahlen zum Luxemburger Arbeitsmarkt veröffentlicht und sie zeigen, das klassische Vollzeitmodell wird zunehmend zur Ausnahme. Ende 2025 waren rund 494.000 Menschen in Luxemburg beschäftigt, so viele wie nie zuvor. Fast jeder Zweite arbeitet als Grenzgänger oder Grenzgängerin aus Frankreich, Belgien oder Deutschland. Gleichzeitig arbeitet noch etwa 1/3 der Beschäftigten in einem klassischen Vollzeitjob ohne Schicht- oder Wochenendarbeit. Teilzeit-, Abend- und Wochenendarbeit sind besonders in Dienstleistung, Transport und Gastro weit verbreitet. Auch beim Thema Familie zeigen sich Unterschiede. Frauen unterbrechen oder reduzieren ihre Arbeit deutlich häufiger wegen Kinderbetreuung oder Pflege. Homeoffice, viel diskutiert hier im Podcast, bleibt ebenfalls ein fester Bestandteil vieler Jobs, allerdings vor allem in hochqualifizierten Berufen. In Handwerk und Gewerbe spielt es kaum eine Rolle. Die genauen Zahlen gibt es zum Nachlesen nochmal in den Shownotes verlinkt. Zum Schluss noch ein kleiner Servicehinweis. Ab dem 1. Mai ist in Luxemburg wieder das Schwimmen in den Badeseen erlaubt, unter anderem in Weißwampach, Remerschen, Echternach und am Obersauer-Stausee. Die Badebereiche sind größtenteils nicht überwacht, die Rettungsdienste warnen deshalb vor Selbstüberschätzung, besonders jetzt zu Saisonbeginn, wenn das Wasser noch kalt ist. Wer baden geht, sollte langsam ins Wasser gehen, auf Alkohol verzichten und auch gut auf andere achten. Ertrinken passiert oft leise, im Notfall sofort Hilfe holen. Das war's mit dem News-Update für diese Woche. Bleibt in der Wort-App und auf wort.lu immer auf dem Laufenden. Ich verabschiede mich für diese Woche und sage Eddie à merci.